I wish not happening any people they lost their life, not only in Tibet and also in China, another place. So I should tell you, I support, I with you all my life together until this regime, someday they change, also someday they stop this. Jago Peru Open substitution and in Taban and some show and Chelsea, tearing Leram Kamarumbachi and water Shuayi, and tearing Nemo then a Simon Cancer, the Rachel Chukun up to good awesome the Chich in Yangandela, and the Peggy Gasal Hesa, like Semi Shivi Lamne, and the Yamak Dusuk Danyano Longogo Kalan Chichene, and the Malor Hibon up to Nelson for Nemo the Kigore, and the Tanda Peggy, year of the Logi Ginalo Lana, Marchon Manuel, Lapchant and Zije and Nemo de. Anne Tering also de la Sonte der Jeden Schüerjens und Schüerjen. Liebe Tibet-Freunde, liebe Landsleute, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier zum 53. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes vom 10. März 1959. Damals haben die chinesischen Soldaten 80.000 Tibeter niedergemetzelt. Wir sind heute hier versammelt, um Ihnen zu gedenken, dem Jahrestag und den anderen Tibetern, die 60 Jahre lang gegen die unrechtmäßige Besetzung Tibets unter Einsatz ihres Lebens protestiert haben. Tata Yamarki Zong to Dujona to Yonda Yonjin be Pau Namba, and the Lapper to Manzu Yevich Puna, the Kulu Menchula Puni, Tanda Pat Yusha Du Chonsari, and Kora to Chetan on the Yanga Chekama Chiran Shuayi, and then Tanda Kulu Menchula Puni, and then Santo in the Nepa Panji, Lord and Gray, and Kupaki. Wir werden jetzt die Tibeter vorstellen mit Bildern, die sich seit dem Jahr 2009 selbst angezündet haben aus Protest gegen die chinesische Politik in Tibet. Für diejenigen von Ihnen, die es nicht mitbekommen haben, seit dem Jahr 2009 haben sich 26 Tibeter, der erste ist Tabe, 20 Jahre alt. Bünzer, 21 Jahre alt. Tsewang Nobu, 29 Jahre alt. Terinki, 19 Jahre. 용접 담시 트링 칠직동고 병업중하고 다우스베 최고 중이 비밀스 벽에 개설하사를 시외 견란 제대 농업중하습니다. 칠로니동 라유 간제신도 라와다 시지 냠존기 계산님은 뉴드셔의 문두 수주제 달런티 블로산생의 칠로니동 중이 다우스베 최주라 퍼gəl로 도시나 Meine liebe Tibeterinnen und Tibeter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, vor allem von den vielen Tibet-Unterstützergruppen, die wir hier zusammengekommen sind, 10. März zum 53. Jahrestag, haben sich Menschen zusammengefunden, zeitgleich. Hunderttausende gehen auf die Straße, sind kulturell tätig sind, gesellschaftlich tätig sind, wo immer wir uns bewegen, indem wir einander anstecken, zu sagen, wir wollen erreichen, wir brauchen die wichtige Botschaft, eine wesentliche Botschaft zu sagen, die tibetische Frage ist niemals von der Tagesordnung abgesetzt worden. Wir werden niemals schweigen. Lang lebe Tibet, Tashi Delek.
Soll ich jetzt nehmen? Tashi Dilek, liebe Tibeterinnen, liebe Tibeter, liebe Freunde Tibets. Wir gedenken heute des 53. Jahrestags des tibetischen Volksaufstandes gegen die chinesische Besatzungsmacht. Und wenn ich hier auf dieser Bühne stehe, dann werde ich von zwei Gefühlen überwältigt. Zum einen bin ich beeindruckt und zum anderen tief betroffen. Beeindruckt, wenn ich sehe, wie viele Menschen, wie viele Tibeterinnen und Tibeter sich heute hier versammelt haben, um Solidarität auszudrücken mit dem tibetischen Volk. Betroffen bin ich aber, wenn ich sehe, dass hier 26 Menschen ihr Leben gegeben haben, sich verbrannt haben. 26 Menschen, eine junge Mutter selbst angezündet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin selber Mutter einer kleinen Tochter und ich frage mich, was mag in diesen Menschen vorgehen, dass sie ihr Leben opfern, ihre Familie alleine lassen und sich selber verbrennen. Das ist der letzte Hilferuf, das letzte Signal, um die Weltöffentlichkeit aufmerksam zu machen. So verzweifelt sind sie. Ein Hilferuf, der ihnen alles nimmt. Ihr Leben, ihre Chance auf Reinkarnation, aber eines kann ihnen ihr Hilferuf nicht nehmen. Das ist ihre Ehre. Und diese 26 Menschen haben nach Hilfe gerufen. Und was macht die chinesische Regierung? Wie reagiert die? Sie reagiert, wie ich finde, menschenverachtend. Sie behauptet, seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hätte zu diesen Selbstverbrennungen angestiftet. Das ist Verleumdung. Sie verhängt eine Nachrichtensperre, um das, was in Tibet geschieht, nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Das funktioniert aber Gott sei Dank nicht, wie wir heute auch hier sehen. Deswegen sind wir auch heute hier versammelt. Und sie versucht, die Tibeter im wahrsten Sinne des Wortes Berichte über den Besuch seiner Heiligkeit des Dalai Lamas bei der Bundeskanzlerin. Wir lesen über die Beschränkung der Reisefreiheit. Das ist alles richtig und wichtig. Aber hier geht es nicht nur um seine Heiligkeit, den Dalai Lama und den religiösen Führer. Es geht um ganz Tibet. Es geht um die Tibeter. Es geht um die Menschen dort. Es geht um unsere Mitmenschen. Und deshalb ist unsere Solidarität gefordert. Deswegen stehen wir heute hier am 10. März. Deswegen protestieren wir. Nicht leise, sondern auch laut. Und deswegen zeigen wir auch im wahrsten Sinne des Wortes Flagge. Und ich danke Ihnen, die sich heute hier versammelt haben und Flagge für Tibet zeigen. Und deswegen fordere ich ganz laut und ganz deutlich als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, lassen Sie uns die Gewalt in Tibet sofort beenden, die Menschenrechte achten, dass freie Meinungsäußerung möglich ist ohne Angst, dass die Tibeter wieder selbstbestimmt leben können, ihre Religion ausüben, ihre Sprache sprechen und ihre Musik hören können. Und ich fordere die Politik auf, klare Haltung einzunehmen, deutliche Haltung einzunehmen und diese öffentlich auch klar und deutlich zu vertreten. Nicht still und heimlich, sondern klar und deutlich. Denn wir müssen uns eingestehen, der Menschenrechtsdialog auf EU-Ebene mit China ist gescheitert. Er wird nicht ernst genommen, man führt uns an der Nase herum. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen an dieser Stelle den Druck erhöhen. Wir müssen das Thema Tibet zur Chefsache machen. Und ich schließe mich dieser Forderung von Kalon Tripa, als auch gerade von Thomas Mann ja wiederholt an, diesen Sonderbeauftragten der UN einzusetzen, dieses Thema zur Chefsache zu machen, damit Tibet an oberster Stelle Beachtung erfährt und die Rechte durchgesetzt werden können. Meine lieben Damen und Herren, liebe Tibeterinnen und Tibeter, wir sind alle hierher gekommen, um diese Forderung zu unterstützen und um Solidarität zu zeigen.
Und wenn ich sage wir, dann schließe ich in das Wir mit ein, dass ich hier stehe als stellvertretende Sprecherin des Tibet-Gesprächskreises auf Bundesebene im Deutschen Bundestag. Ein Zusammenschluss von Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags, aller wir Ihnen heute unsere Solidarität versichern wollen. Ich stehe hier aber auch, und ich darf Ihnen auch diese Solidarität übermitteln, als Vertreterin des Tibet-Gesprächskreises aus Altenkirchen in Rheinland-Pfalz, die wir Ihnen auch Solidarität zusichern und mit unserem Erscheinen Sie unterstützen wollen. Und meine Damen und Herren, auch ganz persönlich stehe ich hier und verneige mich vor dem tibetischen Volk und sichere Ihnen meine Solidarität zu. Tashi Delek. Mit Verlagen und international Aufmerksamkeit erlangt hat. Ich bitte nun Beiling. I try speak English because I'm not living here, but I'm very proud, also very keen coming here, confess to all my Tibetan brother and sister. So for me, I feel one part of I'm very feel shame because Chinese government. So Chinese government is I should say it's my government. They do, especially this half year. It's and the past 53 years, more and more, and so terrible and so hurt situation happening in Tibetan place. Yeah, in all situation is happening, and also we know more and more Chinese people in China. We cannot get real information about past 53 years, and especially since 2008 until now. It's what's happening in Tibetan. It's Tibetan cultural, Tibetan writer, Tibetan religion, and all Tibetan area. It's like now. It's like a martial law. It's a situation. It's like another West place. So this situation happening. Also, I still have to say it's Chinese government is wrong. They did this one, and also it's the Chinese army. They did not. It's Chinese like me and all. Behind me it's Chinese intellectual. Most Chinese, I think so. If they know, they get freedom and real free information. They know this whole situation. They all have to say we have to ask this Chinese government stop to all things in Tibetan, especially this 26, so like a brother and a sister, they are in self-immolation in past this half years. So that situation, I feel it's a very serious and a very dangerous situation. So I really want it's through German media, through all international society, we can try ask Chinese government so can stop this all violence, also stop this all situation. I should give people some my wish, especially for our writer organization, for exile and in China's independent writer. So we all know it's more than a documentary maker and journalist. They are
they are in jail. They are lost freedom just because they writing their own language, they writing their own, history. They want to tell outside the truth. This truth very, very important. I think after this all situation faced to outside, also us after this whole situation, then me and all Chinese people, they get more and more know. We should say we all support. I all support free Tibetan, or support Tibetan writer, and especially I should say Dalai Lama in our society, in all Chinese people inside, especially we have mind persons inside. He's our great, it's honor, he's give this whole world is peace and also tell all world what's happening in today's Tibetan. So I think so this situation also can give our Chinese society, give our Chinese writer and Chinese intellectual society, give our more and more information. We should know what's happening. Also, I should tell people, it's my Tibetan writer sister. It's Wei Se, and her husband. It's Wang Lixiong. Wei Se now is house arrest in Beijing with her husband. So she is most important independent. It's literature and it truly voice from inside China's representative. It's Tibetan. He tell us it's a lot of new situation, what's happening in China, in Tibetan area. He writing Chinese, tell all our, it's a writer and international society, his feeling, his suggestion, and he tell us which happening in Tibetan. We through his website, we through his book, we through her, from her and her husband's all information. So we know in whole situation happening in Tibetan. So today, I think it's a very important moment. Today I see in here not so many Chinese, but since I decided coming here with all my Tibetan brother and sister together in here, it's protest against its Chinese government is do these things. They all tell me they are all in beyond and with you together. We all think your ping is our ping. Your ping is also my ping. So we all think we have to together. It's ask the Chinese government and Chinese this regime. They can through its international. It's give them it's heavy and heavy. It's ask and critics. They can stop today's in Tibetan area the situation. This is I want to give all. Today, here's my Tibetan brother and sister. Also, I should say, I should tell them all. I should tell all the situation to our society. Especially, we have to through internet website, have to make a phone call, tell inside the Chinese people and friend. We all have to say today's situation. All because our regime, they did these things. So if we can do something, can do more, we should do. Also, in today's situation, behind, front of me, have 26. It's my brother and my sister, especially in these few months, they all so pink. I should ask, they are not have any more. It's you have to against and you do your real things against this local regime and this regime. Not it's self-immolation. This is so big. So also I feel this is my
Chinese is a shame because our government do this. So I should give you this. I should give this say we do wrong. Also, I wish it's no more people. It's self-immolation. So I should give you all my this feeling. Sorry. I wish not happening any people they lost their life. Not only in Tibet and also in China, another place. So I should tell you, I support, I wish you all my life together until this regime, someday they change also, someday they stop this one. I want immediately, as soon as possible. Thank you all my Tibetan brother and sister. Thank you. Yeah. Vielen Dank. Dankeschön. Antijilang manzo jango peru zoben tsokso ane chamba kunga shachone ane kalapson shenai. Sehr geehrte Frau Sabina Bessing, Wissenthaler, sehr geehrter Herr Thomas Mann, dear brother Beiling, alle geht gut. Liebe Landsleute, liebe Freunde Tibets, heute am 53. Jahrestag des tibetischen Volkes gegen das chinesische Besatzung sehen überlegtes Wahl des letzten Mittels eines friedlichen Protestes, die Kraft und Hingabe vor eigener Land und das eigene Volk, Schmerzen und Tod auf sich zu nehmen. Die Selbstverbrennungen in Tibet sind also Ausdruck aktiven, bewussten Widerstandes, getrieben von festem Willen, damit ein Signal vor das Sterben nach Freiheit an den Welt zu geben. Die Öffentlichkeit systematisch zerstört wird. Bitte unterstützen Sie uns. Danke. Ani lomban de changda mangar thone ani leram nala yamshu naro na senin boko shia yi Sane Soviet under the Frankfurt Sanige. We want justice! We want freedom!